Also auf dem Markt für Bücher stoßt der Dialekt schon an bestimmte Grenzen für eine weite Verbreitung, dadurch, dass es einfach regionale Unterschiede gibt und sie auf alemannische Mundart nur im alemannischen Sprachraum verkauft. Und die bayerisch-österreichische hat wieder ihren Raum und so weiter. Also da gibt es eben das Plattdeutsche, das auch seinen Raum hat und das Rheinfränkische und so weiter. Dabei sieht man aber gerade wieder interessanterweise, und es ist tatsächlich so, dass das über Ländergrenzen hinweg geht. Und dass unsere vorarlbergischen Kollegen und Kolleginnen in der Schweiz und in Deutschland rund um den Bodensee ihr Publikum haben. Aber es ist trotzdem regional begrenzt und deswegen bei kleine Verlage aufgehoben und in kleiner Auflage vergleichsweise. Und kommt also selten über irgendwelche Verbreitungsgrenzen hinweg im Buch. Deswegen ist uns wichtig, der Morgenstern, der mischt das alles durch. Da ist ganz Österreich vertreten und jeder kann sich finden, was er sucht und auch sich einlesen in Dialekte, die er sonst nie finden würde. Ja? Und dann wir lernen das Vorarlbergische allmählich verstehen, je öfter die Carola bei uns liest oder veröffentlicht. Okay. Ich gehe total ungern einkaufen. Darum schiebe ich meistens durch den Supermarkt wie ein Händler mit einem brennigen Viertel. Immer die gleiche Route. Ich fange beim Gemüse an. Dort räume ich gleich einmal alles ab, damit ich später bei der Schoki nicht so ein schlechtes Gewissen habe. Weiter zum Kaffee, zu den Gewürzen und alles in rasendem Tempo. Am liebsten hätte ich einen Einkaufswagen mit Hupen, damit ich die Leute, die so verträumt in die Regale hinglaren, schon von weitem warnen können und sie nicht alle halber zusammenfahren müssen. Man merkt schon, ich würde nicht gerne aufgehalten beim Einkaufen. Noch weniger gern habe ich es allerdings, wenn man mich im Supermarkt anquatscht. Und am allerschlimmsten war folgendes Erlebnis: die Verfolgung. Ich sagen, ich habe angefangen Dialekt zu schreiben, weil man mich mal gefragt hat. Also magst du nicht mal was im Dialekt schreiben? Und für mich ist ja Dialekt und Hochdeutsch, das sind zwei verschiedene Sprachen. Also nur fühle ich mich literarisch meistens wohler im Hochdeutschen. Weil ich schreibe schon gerne witzig, aber nicht nur. Und in Dialekt nicht witzig schreiben, da ist mir extrem schwer. Ich weiß nicht, an was es liegt. Aber im Dialekt verfalle ich ziemlich schnell. Ja, also ich hoffe, es ist dann nicht platt. Es möchte ich nicht sein, aber es kann durchaus dann mal vorkommen. Es merke ich unter dem Schreiben, dass ich viel dann wieder strich. Und auf Hochdeutsch hätte ich das nie geschrieben. Und ich weiß es nicht so genau. Also, wenn ich wirklich Bock zum Schreiben habe und was Gescheites schreiben will, schreibe ich es immer in Hochdeutsch. Ich weiß nicht wieso. Also, meine Sprache ist eigentlich schon der Dialekt. Und es fällt mir auch leichter, jetzt im persönlichen Gespräch Sachen auszudrücken, ist im Dialekt viel einfacher als im Hochdeutschen. Aber schreiben, weil ich beim Schreiben auch so eine gewisse Distanz habe, zu dem, über was ich schreibe, ist im Hochdeutschen einfach leichter. Dinkel ist überhaupt das Beste. Gut verdaulich, Dinkel. Und hebt ewig. Und überhaupt nicht trocken. Also Dinkel isst ich für mein Leben gern. Ein Stückchen Butter auf, einen Milchkaffee dazu. Gell? Nennt es einen Dinkel. Ich weiß nicht so genau, aber ich glaube, ich nehme doch lieber ein Baguette. Weissbrot. Weissbrot ist ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Im Beruf zum Beispiel, da sind die meisten überrascht, dass ich Vorarlberger bin, weil wenn ich Hochdeutsch rede, ich habe kein klassisches österreichisches Hochdeutsch. Wenn ich Hochdeutsch spreche, meint man, ich komme aus Deutschland. Ja. Das überrascht die meisten, weil alle hätten mich nach Baden-Württemberg oder nach Bayern, aber niemals nach Vorarlberg. Das habe ich aber so angewöhnt, weil ich verstanden werden will. Gleichzeitig habe ich auch die Erfahrung gemacht, es ist überhaupt nicht so, dass die niemand versteht. Ich habe in WGs gewohnt mit Burgenländern, Oberösterreicher, Kärntner, alle möglichen zusammen und die haben mich mal alle verstanden. Also es braucht eine gewisse Gewöhnungsphase. Ich meine, ich verstand ja eigentlich auch alles, aber auch nicht immer jedes Wort. Naja, der Dialekt ist deutlich mehr wie ein Vehikel. Also für mich ist der Dialekt die Sprache, in der ich lebe. Also bevor ich Hochdeutsch rede, rede ich lieber Englisch, wenn es sein muss. Ja. Es hat auch noch nie, außer ein Geografieprofessor auf der Uni von mir verlangt, dass ich Hochdeutsch rede. Wo ich mir gedacht habe, warum ausgerechnet der Geografieprofessor, aber ist so. Ja. Und
das ist die Sprache, in der wir leben in Wirklichkeit. Ja? Und das ist Hochdeutsch, wobei man auch wirklich darüber diskutieren kann, ob es das gibt. Ja? Es gibt mittlerweile durchaus einen Haufen Leute, die sehr sinnvolle Leute sind, die sagen, es gibt eigentlich kein Hochdeutsch. Und das ist durchaus eine Meinung, der ich mich anschließe, weil wer konstituiert denn jetzt Hochdeutsch? Man geht ja Luther mal mit der Bibel, das war schon super, aber wer liest heute noch die Lutherbibel? Ich finde sie sehr poetisch, aber Bibel an sich ist nicht wirklich mein Thema. Ne? Aber die meisten Verlage heutzutage sitzen irgendwo rund um Hamburg oder rund um München, sprich die Lektoren und Lektorinnen sitzen auch dort und die da tönt dann, was Hochdeutsch ist. Und wenn irgendein Piefke schreibt, er läuft die Treppe hoch, dann ist das Hochdeutsch, und wenn ich die Stiege hinaufgehe, ist das nicht Hochdeutsch. Das kann es ja bitte nicht sein. Ja? Und von daher denke ich mir, es ist so. Ja? In der Schweiz heißt das, was bei uns Beschreibung heißt, beschrieben. Da hat noch nie sich einer aufgeregt drüber. Ja? Aber wenn ich jetzt einen Kasten schreibe, erklärt mir der Piefke, dass das Schrank heißt. Scheiß heißt das Schrank, das heißt Kasten. Ja? Ich weiß nicht, wie weit du meine Lesung gehört hast, dieses Kindergarten Hochdeutsch, und nachher reden sie mit inneren Kindern nach der Schrift, was man die Zeichennägel auftrat, weil man denkt, hey Leil, redet mit euren Kindern, so wie ihr das kennt. Ja? Weil diese Kinder sind wirklich arm, die kennen gar nichts mehr. Die kennen nicht Hochdeutsch, die kennen nicht Dialekt, die kennen irgendwas Furchtbares dazwischen. Und das kann es ja nicht sein. Ja? Ja, aber das liegt daran, dass, glaube ich zumindest, wenn man Wiener Dialekt mit Hochdeutsch mischt, das geht irgendwie. Aber Vorarlberger Dialekt mit Hochdeutsch mischen, das ist wie Öl und Wasser, das stoßt sich irgendwie ab. Weil wenn man das macht, es gibt in Vorarlberg durchaus Gegenden, wo das die Leute tun. Und es ist furchtbar. Also es klingt sehr künstlich. Ich bin mit 15 Jahren nach Wien gekommen, in die Lehre gegangen und war die depperte Burgenländerin mit ihrem depperten Dialekt und habe den weitestgehend angelegt. Ja, was mir im Nachhinein natürlich leid tut, aber mit 15 hast du einfach nicht das Selbstbewusstsein, dass du das durchdruckst. Ja. War ich vielleicht mit 19 oder mit 20 gekommen, hätte ich gesagt, habt's mich gern, das ist meins. Ja. Und ich merke das eigentlich auch in Wien. Jetzt hast du Leute aus allen Bundesländern und ich weiß nicht von wo überall her auf der Welt, aber bleiben wir mal bei die aus Österreich da nach Wien ziehen, aus welchen Gründen auch immer. Die bringen alle einen eigenen Dialekt mit und haben in Wien das absolut dringende Bedürfnis, dass sie sich angleichen. Womit aber total viel wegfällt. Ja. Also an Wortschatz unglaublich viel wegfällt und es bleibt dann nur sozusagen der kleinste gemeinsame Sprachnenner über, und das kann es auch nicht sein.